Scheiße, Digga, Mann. Guck ich nicht. Cancel him, Chat. Statement, Gegenstände und Balancing-System bei Seven vs. Wild. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Meinung zum Digga, wie spricht man das aus? Balancing-System. Ich finde es absoluter Rotz, ist meine Meinung. Ich finde, bei Seven vs. Wild geht es gar nicht darum, dass jemand besser oder schlechter ist. Das Einzige, was ich sehen will, ist, wie 7 Leute 7 Tage mit 7 Gegenständen im Wald sind, ob das ein Knossi ist oder ein Fritz. Und ich will die miteinander vergleichen können. Ich will sehen, wie braucht der diesen Gegenstand, wie braucht der diesen Gegenstand, was für Gegenstände wählt er aus, was für Gegenstände wählt er aus. Das will ich sehen. Und ich habe so ganz bisschen Angst, Chat, dass bei Seven vs. Wild in der zweiten Staffel so ein bisschen der Angelcamp 2 Effekt auftritt, weil das Angelcamp 2 war auch, man wollte zu viel, es war zu viel durchgeplant, es war zu krass. Behalte es einfach so, wie es am Anfang war, es hat gut funktioniert, aber ich bin gespannt, was Fritz dazu sagt. Viele Leute sind sauer. Ja, wir haben es verhunzt. Wie konnten wir das alles nur tun? Digga, die Leute waren so sauer. Ich glaube, das wieder hat irgendwie 15.000 Kommentare, Digga. Seven vs. Wild. Natürlich haben wir uns bei all diesen Sachen was gedacht. Und aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass er ein Statement macht, weil wenn er nichts dazu gesagt hätte, Digga, ich wäre so sauer gewesen. Ich will wissen, was der dazu sagt. Jetzt auf die meistgestellten Argumente von euch da draußen eingehen und ein bisschen meine Meinung dazu sagen. Kleinen Retalk starten. Also ich hoffe insgeheim, dass er am Ende des Videos sagt, yo, wir haben auf euch gehört, jeder kann 7 Gegenstände mitnehmen, aber bitte spoilert mich nicht, Chat. Vorab aber schon mal eine wichtige Information. Es bleibt alles so, wie es ist. Scheiße, Digga, Mann. Guck ich nicht. Cancel him, Chat. Das Team und auch ich im Hintergrund, wir haben uns natürlich viel Gedanken... Ey, dieses scheiß Orga-Team. Was ist eigentlich dieses Orga-Team? dazu gemacht und das nicht einfach so aus Langeweile entschieden. Das hat schon bestimmte Hintergründe. Und ich glaube, dass das Orga-Team im Hintergrund, die vor Ort auf der Insel waren, die Gegebenheiten kennen mit einem Survival... Die waren auf der Insel und haben sich gedacht, holy shit, Fritz muss einen Gegenstand mitnehmen. Experten, der sich dort auskennt, alles durchgesprochen haben, ein bisschen mehr Bescheid wissen und ein bisschen cleverere Entscheidungen treffen als... Aber es hat ja nichts mit den Gegenständen zu tun. So mancher Backseat Survivor. Oder das wird halt aussagen, dass die dort waren und gemerkt haben, yo, das wird richtig easy, Digga, die müssen weniger Gegenstände mitnehmen. Draußen in seiner schönen, warmen, beheizten oder auch klimatisierten Wohnung. Hashtag Gemeinecke. Erstes Argument, was sehr oft kam, es ist viel zu schwer, alle fliegen in den ersten 1-2 Tagen raus. Also, sehe ich persönlich ein bisschen anders, definitiv. Grundsätzlich müssen wir ganz klar gucken, Schweden, tropische Insel, das sind zwei völlig unterschiedliche Klimazonen, völlig unterschiedliche Gegebenheiten. Es gibt Sachen, die sind schwerer und die sind einfacher. Ja, was in Schweden auf jeden Fall war, wir hatten easy Trinkwasser. Das haben wir auf der tropischen Insel wahrscheinlich nicht. Muss man sich mehr erarbeiten, auffangen, sammeln. Aber das macht es ja schwerer. Das macht es ja schwerer, Digga. Und so weiter. Dafür haben wir auf der tropischen Insel allerdings nicht das Problem mit der Kälte. Da gehen wir auch gleich später nochmal auf einen Punkt drauf ein, was da sehr, sehr oft geschrieben worden ist, wo ich auch wieder andere Meinungen habe. Also, wir haben definitiv deutlich mehr Ressourcen vor Ort. Im Sinne von Pflanzenwelt, auch Tierwelt, also mit Nahrung. Und auch leider das Thema Müll. Es wird dort sicherlich Müll angespült werden, der verwendet werden kann. Das können irgendwelche Fischernetze sein, Schnüre. Ich weiß es nicht genau, aber ich gehe Leichen. davon aus, dass wir dort viel, viel mehr Möglichkeiten der Improvisation haben. Ist es zu schwer gewählt? Meiner Meinung nach nein. Es soll herausfordernd sein für jeden Einzelnen. Und dabei geht es nicht darum, wer ist der Beste, wer ist der Gewinner, sondern für jeden individuell mit sich selbst, dass jeder über sich selbst hinauswächst, dass jeder, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, in dieses Projekt mit einer gewissen, ich könnte fast schon sagen, Angst reingeht. Verstehe ich den Punkt, Chat, verstehe ich, aber irgendwie auch nicht. Ihr könnt euch daran erinnern, wie Knossi das Ganze erfahren hat. Was Knossis Gedanken dazu. Also, Digga, das Krasse finde ich nur, Chat, wenn du für Seven vs. Wild angefragt wirst und dann sagst du, holy shit, da habe ich Bock drauf. Und dann so 2,5 Wochen später kommt Fritz und sagst, hey, yo, Digga, du darfst nur 3 Gegenstände mitnehmen. Das so, yo, das ist ja... Und ich muss sagen, irgendwie hat mich das inspiriert. Ja? Und ich muss sagen, dass ich diese Gedanken nicht hatte. Ihr könnt euch daran erinnern, wer die erste Staffel verfolgt hat. Ich habe an Tag 3 viele, viele Gegenstände abgegeben, hatte nur noch 3 Sachen übrig. Feuerstahl, Messer und ein Schlafsack. Sonst hatte ich nichts mehr. Ab Tag 3. Ja? Ab Ende von Tag 3. Auch Kleidung habe ich viele Sachen abgegeben. Das heißt, ich habe auch schon in Staffel 1 auf viele Sachen verzichtet. Und der Punkt für mich, zu sagen, ich gehe jetzt mit 7 Gegenständen auf eine tropische Insel,
war für mich irgendwie Ja, das war für mich, weil es für mich einfach viel zu easy ist, Digga. Ihr müsst wissen, ich bin halt so gut. zu einfach. Und das soll nicht falsch verstehen, nicht überheblich klingen, sondern es hat in mir nicht dieses unbehagliche, ängstliche Gefühl ausgelöst im Sinne von shit, das wird richtig mies. Bei einem Knossi hat es das aber ausgelöst. Bei einem Sascha auch. Was ich nicht ganz verstehe, die Tierlist hatte 6 Tiers. Knossi hat sich beispielsweise auf den letzten Platz, also den 6. Platz gesetzt, darf aber 7 Gegenstände mitnehmen. Sascha hat sich auf den vorletzten, also den 5. Platz gesetzt und darf auch nur 5 Gegenstände mitnehmen. Wieso nicht 6 oder Knossi 6? Und ich wollte persönlich für mich zum Beispiel auch dieses Gefühl haben. Weil ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich dort mit einem Gegenstand reingehe, ist es für mich Hardcore. Definitiv. Gehe ich dort mit 7 Gegenständen rein, glaube ich, werde ich eine gute Zeit haben. Das Konzept der Serie wurde einfach komplett geändert, außer Dave bei Staffel 1 alle Kandidaten so halbwegs auf einem Auto-Survival-Level. Es ging darum, was sie mit ähnlichen Mitteln dann unterschiedlich machen. Staffel 2 Kandidaten von Knossi, der fragt, wie viel Wasser man am Tag braucht, bis Otte, also das Thema, was geübte Personen mit weniger Material machen. Ja. Also ich glaube, es gibt ganz viele Änderungen. Ebenso, dass ich fand es schon geil bei der ersten Staffel, dass es halt eben Experten sind. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen mehr, ich würde nicht sagen Reality-Show, aber ich meine, sobald du so ein bisschen Unterhaltungsleute reinziehst, was ja gar nicht schlecht ist, wird es halt so ein bisschen mehr trashy, I guess. Und da muss man es halt irgendwie anpassen, aber weiß nicht, Digga. Und ich möchte nicht dort reingehen, um mir eine Urlaubssession zu machen, sondern ich möchte... Andererseits, Digga, habe ich richtig Bock, Knossi zu sehen. Ich habe richtig Bock, Knossi zu sehen bei Seven vs. Wild. Grenzen ausloten, ja? Vielleicht fliege ich auch deswegen an Tag 5 raus. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich fliege lieber an Tag 5 raus mit nur einem Gegenstand, bin über mich hinausgewachsen, habe neue Sachen probiert, anstatt mir 7 Tage lang dann Urlaub zu machen. So viel erstmal dazu. Eine Sache möchte ich auch noch generell ansprechen. Ich habe mir viele Reactions angeguckt von den einzelnen Teilnehmern darauf. Nicht alle, weil ich glaube auch nicht alle waren zu diesem Zeitpunkt hier hochgeladen. Aber ich bin damit völlig fein. Ein Otto ist damit auch völlig fein. Ein Knossi hat 7 Gegenstände, sollte also auch mit fein sein. Gibt nichts zu meckern. Ja? Auch eine Sabrina ist damit völlig fein. Ein Sascha hatte anfangs ein bisschen skeptisch, find's aber auch ein bisschen geil. Sein Challenge-Herz schlägt. Und seien wir mal ganz ehrlich, Sascha hat 5 Gegenstände. Ja, er muss auf 2 Gegenstände verzichten. Oh mein Gott. Ja, kann man mal machen. Ja? Man kann die Challenge annehmen. Das heißt, Nova habe ich glaube ich noch nichts gesehen und Joris weiß ich nicht. Aber die Teilnehmer an sich finden das geil, die finden das gut, die finden das spannend. Otto und Sabrina, habe ich gesehen, haben selbst schon Gedanken gehabt, Sachen auszuprobieren, Gegenstände wegzulassen, zu gucken, wie kommt man vor Ort klar. Das heißt, aktuell, so wie ich das wahrnehme, haben die Teilnehmer kein Problem mit der Regel, sondern die Zuschauer da draußen. Und da gehen wir jetzt auf die weiteren Argumente ein, warum ihr ein Problem damit habt und ich werde, wie gesagt, meine Meinung weiter dazu kundtun. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ein Argument, was sehr, sehr oft gebracht worden ist, die Vergleichbarkeit zwischen den Teilnehmern ist damit dahin. Wäre auch komisch, wenn man als Teilnehmer dagegen ist, wenn man eingeladen wird. Nee, es wäre funny gewesen, wenn jemand einfach gesagt hätte, oh Digga, ich mach nicht mit. Nee, Spaß. Ich will auch gar nicht, es ist jetzt nicht so ein krasses Thema. Es klingt irgendwie so beefy alles. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich finde einfach die Argumente, die die Leute haben, eigentlich easy nice. Und Fritz vielleicht ein bisschen stur in dieser Angelegenheit. Aber ja. Jetzt mal wirklich kleinen Real Talk. Glaubt ihr, dass wenn wir ein Otto mit 7 Gegenständen auf eine tropische Insel packen, und einen Knossi mit 7 Gegenständen auf eine tropische Insel packen, dann ist es spannend, dann finde ich das voll spannend. Dann will ich sehen, wie easy Otto durchkommt im Gegensatz zu Knossi. Das finde ich actually spannend. Dass dort irgendeine Vergleichbarkeit herrscht? Nein, natürlich nicht. Man kann Gegenstände vergleichen. Hey, safe ist da eine Vergleichbarkeit. Zum Beispiel in der ersten Staffel war ja, war das Fabio? Ich weiß nicht, wer war der Lazy Dude in der ersten Staffel, Chat? Wer war der Lazy Dude? Der eine, der bis zum Schluss durchgehalten, war das Fabio? Ich glaube, das war Fabio, ne? War das Fabio, Chat? Nee, nicht Bommel. Chris! Das war Chris. War das Chris? Ja, das war Chris. Zum Beispiel in der ersten Staffel kam ja Chris auch 7 Tage durch und Fritz auch, aber Chris war so lost und hat nur Scheiß gemacht. Aber es war trotzdem spannend, das zu vergleichen, wie geil Fritz diese Sachen einfach so managt, so, ja, zack. Und Chris halt Struggles hat mit jedem Shit. Und ich fand das voll geil zu sehen. Und ich muss nicht auch einen Fritz sehen, der struggelt mit einem Gegenstand und einen Knossi, der struggelt mit 7 Gegenständen. Und ich sag euch eins, ich aus meiner Zuschauersicht habe in Staffel 1 ab Folge 3 oder 4 nicht mehr gerafft, wer nur was mit hatte. Das Einzige, was ich gerafft habe, war, Fabio ist der Typ mit den 2 Gegenständen und Chris hat kein Tarp. Aber wer nur noch eine Säge hat, könnt ihr euch daran erinnern, wer eine Säge hatte? Irgendwie nicht mehr so richtig. Oder wer nur Schnur hatte oder
eine Axt. Ja, Bommel hatte, glaube ich, eine Axt. Aber das hat gar nicht so die Rolle gespielt. Das heißt, die Vergleichbarkeit ist so oder so nicht gegeben, weil wir komplett unterschiedliches Skill-Level haben. Es ging darum, quasi alles mehr auf ein Level zu heben, im Sinne von, dass die Leute an ihre Grenzen gehen. Das Ding ist, Fritz fragt die Community noch extra nach der Meinung und die Regeln und dann scheißt er komplett drauf. Ja, keine Ahnung. Und darüber hinaus wachsen. Und ein Otto oder auch Chris' Reaktion auf die neuen Regeln, Gegenstände war ganz interessant. Die können wir später noch anschauen. meine Wenigkeit wird mit einem Gegenstand, aber dem Skillset, was wir haben, sicherlich auch sehr an unsere Grenzen gehen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist der Hintergrundgedanke. Das heißt, die Vergleichbarkeit ist ja von Anfang an durch das unterschiedliche Skill-Level nicht gegeben. Ich verstehe Ich finde schon, weil die Vergleichbarkeit muss ja nicht auf dem gleichen Level sein. Ich finde es ja gerade spannend, dass ein Knossi drin ist und halt keine Ahnung hat und Otto drin ist und sehr viel Ahnung hat und ich fände es so geil zu sehen, was Otto mit 7 Gegenständen macht und was Knossi mit 7 Gegenständen macht. Das ist für mich die Vergleichbarkeit. Es geht nicht darum, dass sie gleich gut sein müssen, einfach, wie macht's der Profi, wie macht's der Amateur? Das ist wie zum Beispiel eine Kochshow-Chat, wo du jemand hast, der ein 5-Sterne-Kochprofi ist und ein Amateurkoch. Und dann zu sehen, beide kochen das Gleiche mit den gleichen Zutaten. Was macht der Profi, was macht der Anfänger? Das finde ich eigentlich das Spannende. Argument natürlich trotzdem von euch, dass ihr sagt, okay, ich will sehen, wie ein Knossi, ein No-Name mit 7 Gegenständen klarkommt und ein Otto, ein Profi, sage ich jetzt mal, auch mit 7 Gegenständen klarkommt. Ist okay, aber, und das habe ich auch schon immer in anderen Videos gesagt, bei meinen Projekten, es geht nicht darum, versteht es nicht falsch, höher, krasser, schneller, weiter, sondern anders. Ich möchte etwas anders machen. Und ja, Staffel 2 ist anders. Das kann ich verstehen. Diesen Punkt kann ich verstehen. Ist komplett anders als Staffel 1. Und viele Leute haben ein Problem mit Veränderung. Ich und das Orga-Team im Hintergrund und auch alle Der alte Orga-Team-Chat. Teilnehmer finden das gut, so wie es ist. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ob es die richtige Entscheidung ist, werden wir alle gemeinsam erst im November, Dezember sehen. Ja, es kann halt actually auch sein, dass es halt wirklich gar nicht schlimm ist. Und wir alle das gucken und dann denken, das ist ja trotzdem geil. Was es höchstwahrscheinlich sein wird, aber irgendwie jetzt sind alle gerade so im Film. Digga, sind alle im Film. Ganz YouTube Deutschland ist im Film. Das nächste Argument. Ist doch völlig egal, wer gewinnt. Fairness spielt gar keine Rolle. Bin ich voll bei euch. Ich glaube, jedem einzelnen Teilnehmer und auch mir geht es nicht darum, in der Gesamtwertung irgendeinen Platz zu erreichen. Das ist ein schönes Gimmick, das sind schöne Tageschallenges, das macht Spaß. Aber jeder für sich, und da spreche ich, glaube ich, für alle, hat seine persönliche Challenge zu sagen, ich möchte dort durchkommen. Es geht nicht darum, unbedingt zu gewinnen, sondern es geht darum, über sich selbst hinauszuwachsen und das Ganze durchzustehen. Das ist geil für jede Person, also das ist ja geil für die Leute, die mitmachen. Es ist geil, wenn jeder über sich hinauswächst. Aber das ist ja nicht der Anspruch aus Zuschauersicht. Also klar will man sehen, wie jeder über sich hinauswächst, aber dann kann ja jeder alleine ein Video machen. Dann muss es ja nicht gleichzeitig sein auf der gleichen Insel. Ich finde, dann kommt eben die Vergleichbarkeit schon rein. Für die Zuschauer geht es um die Vergleichbarkeit, für die Leute, die mitmachen, für die geht es um die eigene Challenge. Und genau deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, weil ich mit 7 Gegenständen zum Beispiel sage, das ist mir ein bisschen zu einfach. Genau aus dem Grund habe ich in Schweden ja auch Weird Flex, Bro. 4 Gegenstände abgegeben an Tag 3. Ein weiteres Argument, das ist zu gefährlich. Also, na, das glaube ich nicht, dass zu gefährlich ist. Gefährlich heißt ja für mich, es geht um das Thema Unfälle. Was sind typische Unfälle, die die größte Wahrscheinlichkeit haben, dass sie passieren? Man ein Kind mit einem Krokodil bekommen. Schneidet sich. Das hat nichts mit den Gegenständen zu tun. Ob du nur 3 Gegenstände mit hast oder 5 Gegenstände, du kannst dich... Ja, nee, das ist Quatsch mit Verletzen. Auch viele haben geschrieben, es gibt keine Möglichkeit für Content ohne Gegenstände. Aber bitte versteh mich nicht falsch, das ist doch genau das Gegenteil. Gerade wenn man wenig Gegenstände hat, kriegen wir doch Content. Ja, das ist safe so. Ich weiß auch gar nicht, wer das geschrieben hat. What the fuck? Weil man improvisieren muss. Ja, okay. Ich glaube, wir haben das meiste gesehen. Ich kann seine Argumente grob verstehen, nicht alles. Fritz ist auf jeden Fall ein bisschen sauer. Fritz ist ein bisschen sauer auf die Community. Mal gucken, wie es wird. Am Schluss wird es gar keine Rolle spielen. Am Schluss ist es trotzdem geil. Scheiß drauf, Digga. Ich freue mich auf Seven vs. Wild.